mit Kirsten Böttcher. Erinnerungen eines Lesers heißen die Radiotexte am Sonntag heute. Das klingt als Titel, besonders am Anfang der Adventszeit, behaglich und nostalgisch, aber weit gefehlt. Es geht um Lebensgefahr. Das ist für mich das Schrecklichste, wenn man unter einem Diktator lebt. Da alle normale Dinge verwandeln sich sehr schnell zum unmöglichen Dinge. Sogar die Liebe, die Kunst, alle werden zu utopischen Themen, die man eigentlich nicht frei ausüben oder frei darüber schreiben, oder die Menschen können nicht mehr frei denken und auch ihre Gefühle frei zum Ausdruck bringen. Und das hat alles mit einem Diktator zu tun, mit Totalitarismus zu tun. Wenn man die Menschen zwingt, nicht mehr sich selber zu sein und nur ein Sklave von einem Regime zu sein. In der autonomen kurdischen Region im Nordirak ist Bachtiyar Ali ein Schriftstellerstar. Er ist der Verfasser des Essays, den Sie heute bei uns hören. Ein Essay sozusagen über die Risiken und Nebenwirkungen, die mit dem Lesen, bis heute und an vielen Stellen der Welt, verbunden sind. Dass Lesen lebensgefährlich sein kann, das ist seine, Bachtiyar Alis, Grunderinnerung ans Lesen. Wer mit gewissen Büchern aufgegriffen wurde, war in großer Gefahr. Wer sie zu Hause hatte, fühlte sich nie sicher. Drohte eine Hausdurchsuchung, begannen die Besitzer, ihre Bücher zu verstecken. Wurde die Gefahr jedoch zu groß, so sah man sich gezwungen, seine Bücher zu verbrennen. Wie es sein kann, Bücher verbrennen, Bücher vergraben, Bücher immer wieder verlieren und immer wieder auftreiben zu müssen. Und dass Lesen kein Luxusgut ist, sondern etwas ganz Existenzielles. Davon erzählen die heutigen Radiotexte mit Erinnerungen eines Lesers von Bachtiyar Ali. Er wurde 1966 im Nordirak in Suleimaniye geboren. Um diese Stadt wird es gleich auch noch gehen. In den 80ern war er bei Studentenprotesten engagiert und geriet in Konflikt mit dem Regime Saddam Husseins. Seit Mitte der 90er Jahre lebt er in Deutschland, wo er 2016 mit dem Roman Der letzte Granatapfel bekannt wurde. Im Jahr danach wurde er mit dem Nelly-Sachs-Preis ausgezeichnet. Stefan Merki von den Münchner Kammerspielen liest Bachtiyar Ali, Erinnerungen eines Lesers. Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernahmen, wurden die Bücherverbrennungen zu ersten Signalen der dunklen Epoche, die auf Europa und die Menschheit zukam. Dass sich ideologischer Hass, geistige Verblendung und Vernichtungswut in Bücherverbrennungen austoben, dafür gibt es unzählige Beispiele in der Geschichte. Selten aber wurde die Umkehrung beleuchtet, wenn Bücher von Buchliebhabern verbrannt werden. In meinem Leben habe ich diese Kehrseite oftmals erlebt. Bücher wurden versteckt oder gar verbrannt. Schon vor der Ära Saddam Husseins zählten Bücher im Irak zu den gefährlichen Gütern. Wer mit gewissen Büchern aufgegriffen wurde, war in großer Gefahr. Alle meine Freunde mussten zumindest einmal ihre gesamte Bibliothek vernichten. Manche verbrannten ihre Bücher selbst oder Angehörige taten es, um Schwierigkeiten abzuwenden. Jene, die es nicht über sich brachten, hoben tiefe Gruben aus, um die Bücher darin zu versenken. Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten wichtigen Bücher, die ich in meiner Jugend gelesen habe, zumindest einmal von der Dunkelheit der Erde verschlungen wurden. Meine Kindheit war geprägt von der Gefahr, die von Büchern ausging. Bis heute sind sie für mich mit dem Gefühl von Schuld und Verfehlung verbunden. Unser Zuhause war voll von verbotenen Büchern. Für meine Großmutter väterlicherseits, die ihr ganzes Leben lang keine Friedenszeit erleben durfte, war jedes Buch eine Quelle von Angst und Schrecken. Die Bücher waren in einem langen Sofa versteckt gewesen. Mein Vater hatte eigens einen Tischler beauftragt, ein Versteck zu schaffen, das keinen Verdacht hervorrufen würde. Mit der Zeit sammelten sich dort so viele Bücher an, dass man beim Bewegen des Sofas unweigerlich das viel zu große Gewicht bemerken musste. Mein Vater und mein Onkel waren untröstlich über den Verlust ihrer Bibliothek. Diese Bücher waren nicht mehr erhältlich. Er hatte sie über viele Jahre hinweg zusammengetragen. Viele meiner Freunde erzählten mir ähnliche Geschichten.
Auch sie hatten aus Angst ihre Bücher verbrannt. Bis zum Jahr 1991, als Saddam Hussein seine Streitkräfte aus unserer Stadt zurückzog, blieben Bücher gefährlich. Nur wenige Häuser hatten eine Bibliothek, und wenn, dann standen darin nur die Bücher der Staatsverlage auf den Regalbrettern. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann meine Liebe zu den Büchern die Angst vor ihnen besiegte. Mit einem Gedichtband des kurdischen Poeten Abdullah Goran begann schließlich meine Hinwendung zum Buch. Meine Zuneigung zu Büchern erwachte, als mir bewusst wurde, dass das gedruckte Wort eine ganz eigene Form von Sprache und Erzählung ist. Auf solche Weise hatten die Menschen in meiner Umgebung nie geredet. Aus den Büchern drangen noch nie gehörte Stimmen an meine Ohren. Ihre Andersartigkeit überwältigte mich, weckte meine Neugier und zog mich hinüber in die Welt der Bücher. So werden Menschen, glaube ich, zu Lesenden, wenn sie erleben, dass Bücher in einem Ton sprechen, der in der Welt draußen nicht zu hören ist, und dass sie Dinge erzählen, die außerhalb mit solcher Klarheit nicht zu sehen sind. Kann es so etwas geben? Ist das möglich? Diese Fragen machten mich zu einem Leser. 2 Romane stellten mir diese Frage besonders tiefgreifend: Moby Dick und Robinson Crusoe. Beide klangen unglaubwürdig für einen Jungen, der in einer kleinen, von Bergen umgebenen Stadt lebte. Aber genau dies war der Grund für meine Faszination. Hätte mir jemand gesagt, sie beruhten auf wahren Begebenheiten, hätte das Lesen für mich den Genuss verloren. Die Magie der Romane lag darin, dass sie sich zwischen Realität und Erfindung bewegen, zwischen Sein und Nichtsein, zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen. So öffnete sich für mich die Welt der Literatur, in der nie gesagt werden konnte, ja, genau so geschah es, in der aber auch nie mit Gewissheit behauptet werden kann, dass solches nie geschehen könnte. Eines Tages, als ich noch Schüler war, wurde ich an einem Checkpoint aufgehalten. Der arabische Soldat durchsuchte meine Tasche, fand ein Buch und fragte mich, was das sei. »Das ist ein Roman«, antwortete ich respektvoll. Ich dachte, ihn so beschwichtigen zu können. »Du glaubst wohl, erfundene Geschichten sind ungefährlich«, erwiderte er grob. »Ein schöner Zeitvertreib.« Er überlegte kurz und knurrte: »Was ein rechter Soldat ist und dem Land dienen will, muss einen klaren Kopf haben. Wenn du solche Bücher liest, bei denen du nicht weißt, ob es sich um eine Lüge oder die Wahrheit handelt, entsteht kein Glaube in dir, an dem du dich festhalten kannst. Sag nicht, so etwas sei ungefährlich. Wenn ich meiner Überzeugung anzweifelte, würde ich nicht hier stehen.« Er gab mir das Buch zurück und ließ mich gehen. Seine Worte überzeugten mich voll und ganz, vielleicht mehr als ihn selbst. Der Soldat wusste, dass die Politik Menschen mit fester Überzeugung und unerschütterlichem Glauben braucht. Die Literatur bringt keine solchen Menschen hervor. Ich stand also früh vor der Aufgabe, unterscheiden zu lernen, welche Bücher harmlos und welche gefährlich waren, um nicht in große Schwierigkeiten zu geraten. Oft erkannte man sie am Bücherregal. Es war nicht ungewöhnlich, dass im einen Regal die ungefährlichen und im anderen die gefährlichen standen. Die meisten Buchhandlungen hatten 2 Abteilungen. In der einen standen die ungefährlichen, aus meiner Sicht zugleich bedeutungslosen und kommerziellen Bücher von Autoren wie Ihsan Abdel-Quddus, Muhammad Abd al-Halim Abdallah, Anis Mansur, Mustafa Mahmud, sowie qualitativ bedenkliche Übersetzungen von Autoren wie Alexandre Dumas, Jules Verne, Émile Zola, D.H. Lawrence. In der zweiten Abteilung, der heimlichen, waren die bedeutenden Bücher verborgen. Es reichte nicht, als Kunde ausreichend Geld bei sich zu haben, um diese geheime Abteilung, die wahre Buchhandlung, betreten zu dürfen. Deshalb hatte ich keine andere Wahl. Ich las alles, was mir zwischen die Finger kam. Wer an gute Bücher nicht herankommt, kann es sich nicht leisten, wählerisch zu sein. In dieser Zeit der Diktatur empfand ich als besonders bedrückend, dass sie mich zwang, minderwertige Bücher zu lesen. Trotzdem las ich ohne Unterlass. Zur selben Zeit gab es eine wesentliche Wende in meinem Leben. Mein Onkel mütterlicherseits, der seit einigen Jahren bei Radio Bagdad in der kurdischen Abteilung arbeitete, kehrte nach Suleimaniya zurück, da seine Ehefrau verstorben war.
Er wurde zum Direktor des Museums, in dem die Stadtbibliothek untergebracht war. Dass dieses Museum auch eine Bibliothek beherbergte, hatte ich bislang gar nicht gewusst. Als ich gemeinsam mit meinen älteren Schwestern zum ersten Mal den Onkel im Museum besuchte und die Bibliothek erblickte, fühlte ich mich, als hätte ich einen neuen Kontinent entdeckt. Einen Bücherstapel nach dem anderen trug ich aus der Bibliothek nach Hause und brachte ihn wenige Tage später wieder. Ich machte Bekanntschaft mit vielen der Großen: Naguib Mahfouz, Tawfik al-Hakim, Hanna Mina, Abdul al-Wahhab al-Bayati. Ich las auch Guy de Maupassant, Honoré de Balzac, Stendhal, Flaubert, Erskine Caldwell, Jack London, Somerset Maugham und viele andere. Mit 17 begann ich, die Teehäuser aufzusuchen. Im Stadtzentrum lag ein Teehaus, wo sich abends Studenten einfanden. Dort lernte ich 2 Büchernarren kennen, die beide eine exquisite Geheimbibliothek besaßen. Die meisten dieser seltenen Bücher waren aus dem Libanon und aus Ägypten geschmuggelt worden. Bei diesen Studenten fand ich auch verbotene Bücher, die in der Bibliothek, die mein Onkel leitete, fehlten. Jedes dieser Bücher wurde einzeln aus dem Versteck hervorgeholt. Zuerst musste man eines fertig lesen, dann wurde es wieder in sein Versteck zurückgebracht und das nächste hervorgeholt. In jenen Jahren begann ich, mir Persisch anzueignen. Da ich Kurdisch und Arabisch bereits beherrschte, fiel mir diese zusätzliche Sprache nicht schwer. Eines Tages traf ich im Teehaus einen Dichter, der eine lange Zeit in Teheran gelebt hatte. Mit leuchtenden Augen berichtete er von den Teheraner Buchhandlungen. Dort gäbe es Bücher in Hülle und Fülle. Also beschlossen wir, auf nach Teheran. Aber die Frage war, wie dorthin gelangen. Beide Staaten hatten bereits ihren blutigen Krieg gegeneinander begonnen. Wer mit einem Zettelchen mit persischen Worten erwischt wurde, wurde der feindlichen Spionage bezichtigt. So eine Reise schien unmöglich. Im Jahre 1985 beteiligte ich mich an Studentenprotesten, bei denen ich verletzt und verhaftet wurde, woraufhin ich die Universität verließ. Gemäß den damaligen Gesetzen hätte ich nun zur Armee und in den Krieg ziehen müssen. Aber ich wollte nicht Soldat werden, geschweige denn mich am Krieg beteiligen, den ich verabscheute. Das wäre mit meiner Weltanschauung unvereinbar gewesen. Ich sah in diesem Land keinen Platz mehr für mich. Ich musste es verlassen. Im Irak zu bleiben hätte bedeutet, dass ich mich für immer verstecken musste. Eine weitere Verhaftung hätte meine Hinrichtung bedeutet. Die einzigen Grenzlinien zwischen Irak und Iran, die man illegal überwinden konnte, lagen in den Bergen um Suleimaniya. Aber die Route in den Iran war beschwerlich. Auch ging die Armee der Islamischen Republik gleichzeitig blutig gegen die rebellischen Kurden im Iran vor. Trotz allem blieb mir keine andere Wahl, als den gefährlichen Weg durch die umkämpften Gebiete auf mich zu nehmen, um vom Iran aus in ein anderes Land zu gelangen. Das Einzige, was mich auf dieser riskanten Reise tröstete, waren die Buchhandlungen in Teheran. Mein Leben im Iran war voller Hindernisse. Irakische Staatsbürger, die Asyl beantragt hatten, waren alle in einem Flüchtlingslager in der Stadt Karaj, eine halbe Stunde Fahrt von Teheran entfernt, untergebracht. Der iranische Nachrichtendienst verwaltete dieses Lager. Einmal in der Woche war es gestattet, für ein paar Stunden nach Teheran zu fahren, vorausgesetzt, man war vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück im Lager. Um mir die Flucht zu ermöglichen, hatte meine Mutter ihre wenigen Schmuckstücke verkauft. Mit dem wenigen Geld, das ich hatte, musste ich sparsam umgehen. Dennoch gab ich es aus für Bücher, denn mein Lesehunger war größer als alle anderen Bedürfnisse. Jedes Mal, wenn ich nach Teheran fuhr, verbrachte ich jede Minute in Buchhandlungen. Was ich mir leisten konnte, kaufte ich. Einmal bekam ich die Erlaubnis, bei Bekannten außerhalb des Flüchtlingslagers zu übernachten. Zu meinem Glück führte der iranische Nachrichtendienst eine Razzia im Lager genau in dieser Nacht durch. Zahlreiche irakische Flüchtlinge wurden verhaftet und ins berüchtigte Semnan-Gefängnis gebracht. Es war üblich, dass Verhaftete dort ohne Verhör oder Gerichtsurteil für 3 Jahre festgehalten wurden. Ich hatte das Glück, in jener Nacht nicht anwesend zu sein, ansonsten hätten sie mich auch verhaftet. Meine Bücher wurden beschlagnahmt und mein Name vermerkt. Nun musste ich befürchten, an einem der vielen Checkpoints verhaftet und nach Semnan gebracht zu werden. Der Verlust meiner Bücher
stürzte mich in große Wehmut und war auch der Grund für meine Überlegung, wieder in die kurdischen Gebirge im Irak zurückzukehren. Auf Anraten meiner Bekannten und Freunde trat ich schließlich die gefährliche Rückreise an. Der Weg dorthin war übersät mit Gefahren. Dass ich bei meiner Rückkehr kein einziges Buch mitnehmen konnte, war für mich das Schlimmste. Nach einem 4-tägigen Fußmarsch über die Berge vorbei an der Grenzstadt Sardasht betrat ich wieder irakischen Boden. Während meiner Zeit im Iran hatte die irakische Armee hunderte kurdische Dörfer zerstört und deren Bewohner zwangsumgesiedelt. Manche der verlassenen Lehmhäuser standen noch. Die politische Lage war brandgefährlich. Aufgrund des Iran-Irak-Kriegs waren die Straßen gesperrt. Manche meiner Freunde versteckten sich in den verbliebenen Häusern der zerstörten Dörfer. Auch sie konnten, wie ich, nicht in die Stadt zurück. Wir richteten uns in einem Häuschen ein, das verschont geblieben war. Ich lebte etwa 8 Monate an diesem abgeschiedenen Ort. Mein größtes Problem war das Fehlen von Büchern. Dort schrieb ich meinen ersten Roman. Wie lange würden wir in dieser Wildnis noch ausharren müssen? Die Zusammenstöße zwischen den kurdischen Streitkräften und der irakischen Regierung wurden Tag für Tag blutiger. Die bisher verschonten Bergregionen wurden immer mehr in die Kämpfe hineingezogen. Aber wie sollten wir ohne Bücher leben, fragten wir uns. Einem der Freunde ging es finanziell gut. Er bot an, alle Kosten zu übernehmen, vorausgesetzt, ein Freund und ich würden ihn in den Iran begleiten, um Bücher auszusuchen. Es war ein riskantes Unterfangen. Wir hatten keine Genehmigung, in den Iran einzureisen und uns in iranischen Städten aufzuhalten. Vom nächstgelegenen iranischen Dorf konnten wir nicht weiter ins Landesinnere, da Straßen und Wege, die zu Städten führten, streng bewacht waren. Wir mussten die Stadt Baneh erreichen, denn der Freund, den wir begleiteten, hatte dort einflussreiche Verwandte, die uns eine Genehmigung für einen kurzen Aufenthalt zum Zweck einer Behandlung im Krankenhaus besorgen konnten. Wir hatten keine vollständigen Dokumente, nur eine Bestätigung für den Arztbesuch. Auf dem Weg musste ich mich schwer krank stellen, damit sie mich an den Checkpoints nicht lange verhörten. Die Fahrt mit dem Bus unternahmen wir nachts, weil dann die Soldaten müde waren und weniger gründlich durchsuchten. Wie durch ein Wunder gelangten wir unbehelligt nach Teheran. Wir suchten einen alten Freund auf, der seit vielen Jahren dort lebte. Wir aßen nur wenig, um mit dem Geld möglichst viele Bücher kaufen zu können. Oft gingen wir mit knurrenden Mägen in die Buchhandlungen. Ich dachte bei mir, wenn ich diese Bücher noch einmal verliere, gebe ich das Lesen für immer auf. Im Orient Leser zu sein, ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Oft ist es lebensgefährlich. Ich kam mir vor, als wäre ich Mitglied einer verbotenen politischen Untergrundbewegung. Während wir die Bücher kauften, konnten wir die Gedanken an die Gefahren auf dem Rückweg nicht verscheuchen. Vielleicht fragt sich jemand, die Bücher lagen ja im Basar offen aus. Warum soll dann der Transport gefährlich sein? Die Staaten im Orient, also auch der Iran, fürchten nicht die Bücher selbst. Sie fürchten die Leser. Ein wahrer Leser mit vielen Büchern ist immer suspekt. Der Staat will nicht offen als kulturfeindlicher Bücherhasser erscheinen. Im Gegenteil, er gebärdet sich als Hüter der Buchkultur. Dem Leser aber zeigt er sein unverhülltes Misstrauen. Die Politik kann auf eine einfache Formel gebracht werden. Bücher sind wie ein Virus, das wir nicht verbieten können, aber wer sich mit diesem Virus infiziert, den können wir ausmerzen. Viren kann man nicht eliminieren, wohl aber die Kranken. Wir füllten 2 große Jutesäcke mit Büchern und wickelten die Bände so ein, dass sie nicht sofort erkennbar waren. Jeder von uns musste einen Teil der Bücher übernehmen, getrennt voneinander machten wir uns auf den Weg. Jeder stieg in ein anderes Auto, die Arztbestätigung in der Tasche. Ich passierte die Checkpoints ohne Probleme, aber unser Freund, der alles finanziert hatte, wurde von den iranischen Soldaten an einer Straßensperre festgenommen. Man beschuldigte ihn, er würde Bücher für bewaffnete iranische Marxisten, die in den Bergen gegen den iranischen Staat kämpften, schmuggeln. Sie nahmen ihm die Bücher ab und steckten ihn ins Gefängnis. Nach ein paar Wochen kam er durch Beziehungen von Verwandten frei, aber die beschlagnahmten Bücher waren für uns verloren. Dennoch hatten wir den größeren Teil gerettet, und dass unser Freund wieder frei kam, war für uns Grund zu großer Freude.
Die Berge Kurdistans hatten uns diesen unzugänglichen Ort geschenkt, der für die irakischen Streitkräfte uninteressant war. Wir begannen wieder Tag und Nacht zu lesen. Diese verrückten Monate waren meine glücklichste Zeit als Leser. Nach 1,5 Jahren waren meine Freunde vom Leben in der Wildnis erschöpft. Einer von ihnen erhielt über Kontaktpersonen die Nachricht, dass er die Zulassung an eine europäische Universität bekommen hatte. Der andere ging mit Hilfe eines Freundes nach Syrien. Für ein paar Monate blieb ich allein in den Bergen, aber das Leben wurde schwierig. Einen zweiten Winter würde ich alleine nicht schaffen. Es gab nur einen Ausweg: illegal in die Stadt zurückkehren und dort untertauchen. Ein wenig Geld hatte ich noch. Eines Nachts ging ich zu einem Schlepper ins nächstgelegene iranische Dorf und bot ihm das Geld an, damit er mich mitsamt meinen Büchern in das irakische Dorf Bachiashi brächte. Nach harten Verhandlungen konnte ich ihn zum Einwilligen bringen, unter der Bedingung, dass ich ihm bei der Ankunft noch eine Nachzahlung besorgte. 2 Tage lang waren wir durch die Wildnis unterwegs, ein gefährlicher Fußmarsch mit vielen Unterbrechungen. Aus der Ferne sahen wir die Luftangriffe und Bombardements. Unser Weg führte über den Berg Gmo, einen zerklüfteten 2000er. Wir konnten nur nachts unterwegs sein, durften weder Licht noch Feuer machen, um nicht von Soldaten entdeckt zu werden. Der Weg war so schmal, dass nur Maultiere, die mit ihm vertraut waren, zurechtkamen. Es war für mich ein außergewöhnlicher Moment, als ich meine Bündel mit Büchern von Hegel, Ernst Cassirer, Karl Popper, Wittgenstein, Heinrich Böll und vielen anderen der Intelligenz dieser Tiere anvertrauen musste. Und mein eigenes Leben natürlich auch. Es war zum Lachen und zum Weinen gleichzeitig. Denn es war ein eindeutiges Zeichen für den Verfall der Zivilisation im Orient. Als wir aufbrachen, als ich mein Maultier bestieg, sagte ich dem Tier zum Spaß: »Liebes Muli, ich vertraue dir mein Leben und das Überleben dieser Bücher an, die einen wichtigen Teil der menschlichen Zivilisation beherbergen, weil ich glaube, dass du diese Aufgabe besser erfüllen kannst als die Menschen.« So war es denn auch. 8 Stunden in der Finsternis, über schmale Pfade, durch steil abstürzende Hänge, schritt dieses Tier trittsicher voran und brachte mich heil in die Nähe von Suleimaniya, ins Dorf Bachiashi, das von dem Peschmerga kontrolliert wurde. Dort lebten Verwandte meiner Mutter. Ich borgte mir Geld, um meinen Schlepper auszuzahlen, nicht aus Respekt für ihn selbst, sondern als Wertschätzung für dieses intelligente Tier. Mein Plan war, meine Familie in Suleimaniya zu benachrichtigen, um mit ihrer Hilfe heimzukehren. Die kurdischen Jash, die Kollaborateure des Regimes, beförderten Zahlungswillige mit Autos in die Stadt. Ihre Fahrzeuge wurden an den Checkpoints von der Armee nicht streng kontrolliert. Aber die Bücher mitzunehmen war unmöglich. So viele konnte man in einem Wagen nicht verstecken. Außerdem waren sie auf Persisch, weswegen die Jash eine Mitnahme verweigerten, um nicht unter den Verdacht von Spionage und Propaganda für das iranische Regime zu geraten. Also ließ ich sie zurück, in der Hoffnung, meine Verwandten würden sie später unter Schmuggelware aus dem Iran mischen und so nach Suleimaniya schaffen können. Zurück in meiner Stadt war es ein Glück, die Familie und alten Freunde wiederzutreffen. Aber ich galt seit 3 Jahren als Deserteur, und eine Festnahme hätte meinen Tod bedeuten können. Ich musste mich verstecken und durfte nur selten auf die Straße. 2 Monate später kamen meine Bücher nach. Sie waren meine Gefährten in den Bergen gewesen. Ihre unversehrte Ankunft in der Stadt empfand ich wie die Rettung eines geliebten Menschen. Bis heute staune ich, wie stark damals meine naive Liebe zu ihnen war. Es waren so viele, dass wir nur einen Teil bei uns zu Hause verstecken konnten. Eines Abends bat mich mein Vater, ihn hinaus zu begleiten. 3 Gassen weiter zeigte er mir ein zerstörtes Haus und sagte: »Sieh dir das an. Das ist das Haus von Lehrer Mohammed. Wegen verbotenen Büchern haben sie alle Bewohner hingerichtet und das Haus abgerissen. Überlege dir gut, was du mit deinen Büchern machst.« Als ich das sah, überlegte ich, zumindest ein vorübergehendes Versteck zu finden, um uns nicht in Gefahr zu bringen. Einer meiner Freunde kannte jemanden, der ein sehr gutes Versteck für Bücher hatte. Dort könne ich jene, die ich derzeit nicht las, unterbringen und mir die anderen nach und nach holen. Ich kannte diesen Mann nicht, aber ich hatte viel Vertrauen in diesen Freund.
Eines Nachts brachten wir mit dem Auto meines Freundes die Bücher zu seinem Bekannten. Ein dunkelhäutiger, zerbrechlicher Mann namens Wehab empfing uns. In seinem großen Versteck lagen bereits Tausende von Büchern. Er sagte: »Mach dir keine Sorgen, deine Bücher finden hier Platz. Wenn du eines brauchst, schick deinen Freund, und du bekommst es. Aber komm nicht selbst. Ich will nicht, dass Verdacht auf mich fällt durch zu viel Kommen und Gehen. Du bist ja nicht der Einzige. Es gibt viele, die ihre Bücher hier verstecken.« 8 Monate danach wurde Wehab von einem Unbekannten denunziert und verhaftet. Die Bücher wurden beschlagnahmt. Ein paar Monate später wurde Wehab in Mossul am Galgen aufgehängt. Mein Schock und meine Trauer um ihn waren kaum erträglich. Er musste sein Leben lassen, nur weil man Bücher bei ihm gefunden hatte. Seine Hinrichtung und der Verlust der Bücher warfen mich völlig aus der Bahn. Ich war wie von Sinnen und entschied, mich nie mehr den Büchern und dem Schreiben zu widmen. Als ich einige Jahre später nach Europa aufbrach, hinterließ ich meine restlichen Bücher einem Freund. Bis heute steht ein Teil davon in seinem Bücherregal. Jahre später besuchte ich Kurdistan und nahm ein paar von ihnen mit nach Europa. Hier stehen sie nun, eingereiht unter Hunderte von anderen Büchern. Bis heute stechen sie für mich hervor, weil hinter ihnen eine bittere Geschichte steckt. Hin und wieder nehme ich das eine oder andere zur Hand. Jedes verwandelt sich dann in ein Stück bitteren Lebens. Ich spüre, wie müde und erschöpft sie sind. Sie erzählen vom Leben eines Lesers, der bereit war, die Erde auf der Suche nach Büchern zu durchwandern. Als ich nach Europa floh, fand mein erstes Verhör als Flüchtling gleich am Flughafen Frankfurt statt. Der Polizist bat den Dolmetscher, mich zu fragen, warum ich nach Deutschland gekommen war. Erschöpft lächelnd antwortete ich: »Dafür gibt es viele Gründe, aber hauptsächlich bin ich gekommen, um in Ruhe lesen zu können.« Verwundert sah mich der Polizist an und meinte: »So etwas habe ich noch nie gehört. Wir geben hier niemandem Asyl, um lesen zu können.« Ich lächelte und erwiderte: »Nein, das war nur Spaß. Hören Sie meine wahre Geschichte.« In diesem Augenblick dämmerte mir, dass Leser wohl nirgendwo auf dieser Welt besonders beliebt sind. Bachtiar Ali, Erinnerungen eines Lesers, mit Stefan Merki, Ton und Technik Adele Messmer und Jonas Schlögel. Der Essay wurde von Ute Kantera-Lang und Ravis Salim übersetzt, wie auch die anderen essayistischen Texte aus dem jetzt im Unionsverlag erschienenen Band »Das Lächeln des Diktators«. Auf bald, bis zur nächsten